Hallo zusammen, ich bin's wieder, das Gegeli an der Knebeli. Und heute machen wir endlich wieder einmal weiter. Ich musste zuerst einmal eine halbe Stunde das Gamepad suchen. Ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen. Stress mit der Arbeit hat wieder angefangen. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, wo wir sind. Ich habe vorher mal gespienzelt. Tag 8 ist zumindest dort, wo wir aufgehört haben. Ich weiss aber nicht mehr, an welcher Station wo wir waren. Darum laden wir das ganze Spiel mal. Weil ich habe eigentlich noch nicht vor, dass wir da jetzt aufhören, sondern ich will das Spiel jetzt schon noch durchspielen. Weil es ist schon noch recht schnuggelig. Ich hoffe, ich bringe alle Stimmen wieder zusammen. So plus minus. Es ist Nachmittag, okay. Wir haben nicht so viel Geld, okay. Wir haben aber alles für Gourmetprüfung, sehe ich da. Und wir müssen jetzt durch. Wir müssen Zigaretten. Okay, das heisst, heute kommt der VIP, wo wir das Zeug kochen müssen. Und gleichzeitig müssen wir da jetzt da seine Figur retten, genau. Dem, wo uns Waffen macht. Darf ich, wie auch immer. So, also wir suchen das gelbe Boot. Nochmal. Und auf dem Weg dorthin schaue ich mal wieder, wie das so ein bisschen geht mit der Steuerung. Einverstanden? Verstanden. Ich kann noch schauen. Scheisse, ich kann noch schauen, ob wir genug Fisch haben. Fischli. ZL kann ich schneller schwimmen. Hinten dran. Probieren hier oben. Genau, mit A muss ich... Ja. Mit A muss ich... zielen und dann schiessen. Genau. Immer die Waffenkiste aufmachen, das weiss ich noch. Dann die Waffen einmal ausrüsten. Ich will aber die wieder, weil sonst Blaupausen nicht durchkommen. Irgendwie so war das. Das Schiffli weiss ich auch noch. Das war eher unten. Sprich, genau, Messerli. Da die ganzen Algen einsammeln. Das war die Ruhe. Hat sie da irgendetwas Besseres drin als Schlagstock? Das ist doch schon mal besser als mein Messerli. Das ist ja doch kein Zeichen, wenn ich etwas Besseres habe als mein Messerli. Glaub's. Hier ist wieder eine Waffenkiste. Sehr gut. Ein neuer. Ist es? Genau. Er hat mich schon gepiekst. Warum? Gut. Das ist ein anderes Schiffswrack. Das ist das, was ich wollte. Hier unten hat es eine Kiste. Die gehen wir uns snacken. Irgendwie bin ich wieder völlig abgewichen vor dem
Eigentlich haben wir zum Boot wählen. So oben. Silberschüssel, die sind auch immer gut. Weil Silberschüssel, weil das gibt 50 Geldli. Stimmt, da habe ich andere alles gefunden. Dort müssen wir ja jetzt nicht hin. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob da hinten das Boot war oder ob ich dort hinten bin. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Ich habe ja noch Platz in meiner Liste, aber ich glaube, ich bin da am falschen Ort. Ich glaube, dann hat es auch noch ein Kistchen. Ah, und zum Glück hat es dort auch. Da eine habe ich schon. Ein Luftfässchen. Das schnabulieren wir uns gerade auch noch rein. Da dann doch noch ein bisschen weiter, aber ich habe natürlich schon wieder erkannt. Ah, mal, es ist da! Mal, es ist da. Was muss die Türe sein? Brauchen wir... Ah, den Brennschneider vom DAF, genau. Ich will aber ganz kurz noch schnell das hier holen. Sehr geil. Rote Engel vom Krieger durchdringt Ziel, die mit dem Laser bla bla nicht können lesen. Also, jetzt gehen wir hier aufschnipperle. Oha. ZR Strom. Ach so. Okay. Okay. Gut. Dani. Ich hoffe, es greift mir einfach kein so ein Hai an oder ein Moreno, der plötzlich am Fußzipfel hängt. Das wäre dann unangenehm, hä? Wäre schön, wenn mich da jemand ein bisschen nebendran beschützt. Du, das ist dann gar nicht so einfach, würde ich sagen. Mal schneller und mal langsamer. Ich wäre nicht gut. Perfekt, hat er gesagt. Geilo. Oh, ich habe es zu heilig, um dir anständig zu erklären, wie man ihn benutzt hat, aber du hast es herausgefunden. Geh jetzt durch die offene Tür rein. Leon-chan, dein Meister kommt. Hey. Also, machen wir das, wenn wir schon da drin sind. Rückkehr zum Boot ändern. Das ist okay für mich. Das ist okay für mich. Das ist wirklich okay. Ich weiss gar nicht mehr, was er uns dann gibt. Und warum dass wir die blöden Baben holen müssen. Der Bereich da unten scheint grösser zu sein als erwartet. Schau dich mal um, Dave. Kistchen. Achter nehmen wir definitiv nicht. Es hat einige Luftfässchen oben dran und da. Ah, ja, der wollte ich tauschen. Ich will da definitiv die Luft mitnehmen. Das ist mir einfach Wöhler, hä? Hängen geblieben. Was ist das jetzt hinten? Was ist das jetzt hinten? Was ist das da unten? Ich gehe schnell, sorry Kollege, aber ich gehe schnell das Luftfässchen dort oben holen. Dass ich einfach, sorry, das sieht man jetzt, du weißt, was ich meine. Das da oben gehe ich holen, das da unten habe ich vielleicht für nachher oder zwischendrin oder was weiß ich nicht was noch. Oh.
ich ahne Schlimmes. Ist das mein Holy Krabby Baby erster Bossfight? Wobei, ich habe schon gegen Piraten kämpfen. Oh no! Da ist sie! Die pinkfarbene Lieferbox mit der Lea Chan. Aber was noch wichtiger ist, hast du den gesehen, den riesen Galmar da? Das ist also ein Übertäter. Ich schätze, er weiß, was gut ist. Wenn er sieht, auch wenn es nur ein Kalamar ist. Er scheint zu pfusen, schleich dich an ihm vorbei und nimm's heimlich mit. Ich bin einfach zu weit gekommen, um mit leeren Händen zurückzukehren. Ich versuche es, mich heimlich dem Viech zu nähern. Vielleicht ist es gar kein Bossfight, ich kann einfach... Hast du die Pfeife? Nichts ist mit anschleichen. Giant Squid, gang weg! Nein. Wow. Okay. Er ist aufgewacht. Ich muss zurück. Dave, erzähl mir nicht, dass du kneifst, oder? Benutze die Waffe, die ich dir gegeben habe. Die Harpune ist da nutzlos. Lea Chan, es geht los! Also, Waffen nehmen. Spinnst? Okay, so gesehen. Wow. So sehe ich also. Da habe ich geschossen. Wie schläft's? Okay, hat er nicht geil gefunden? Was macht er? Du musst schauen. Hallo? Nein, er hat mich gehauen! Du kannst mir doch nicht eine Flatter geben. Ich habe keine Munition mehr. Y. Munition aufgefüllt. Gut. Findet ihr nicht gut? Probieren. Da habe ich einen Schuss. Hat man nicht. Oh! First boss fight. Oh! Was sagt sie? Oh no! Sie ist kaputt. Aber sie hat einen guten Helfer. Oh! Okay. Ist das gerade das Seevolk gewesen? Was meinst du? Ich sehe nichts ausser der pinkfarbenen Lieferbox. Bring sie schnell zurück. Sie wartet auf ihre Rettung. Es ihm zu sagen, will nichts bringen. Ich muss rauf und dem Dr. Speck das sagen. Die Box klemmt unter dem Kalamar-Tentakel fest. Ich muss ihn sowieso überschneiden. Ob der echt geniessbar ist? Ich bringe ihm einfach ein bisschen am Banco mit. Okay, schneifelt mir hier ein bisschen Tintenfischbeinchen ab. Und... Das ist sie! Komm zurück aufs Boot! Bin so erleichtert, Lea Chan! Bin nicht ganz sicher, was du mit dieser Babe machst.
Ich habe gar nicht geschaut, ob wir mit dem 8. Tag recht haben vorher. Muss ich natürlich Gott noch güchseln. Lea-chan! Lea-chan! Wenn man bedenkt, dass sie unbeschädigt bleibt. Oh, es ist überall Salzwasser. Ich werde dich sauber machen. Komm, Lea. Okay. Ups. Ich habe versehentlich den Lea-chan-Text gesagt. Obwohl ich der Meister bin. Jedenfalls ist ein Versprechen ein Versprechen. Bitte sehr. Die Tiefsee-Stirnlampe. Es ist ein neues Modell, das sich bei Bedarf automatisch einschaltet. Ich muss gestehen. Ich muss gehen. Und Lea-chan dabei helfen, sich zu erholen. Auf Nimmerwiedersehen. Hey, aber Hände aus der Hose, hä? Hä? Gut. Das ist wohl das erste Mal erledigt. Mir fällt ein, ich habe das hier mitgebracht. Was soll ich nur mit dem riesen Kalamar-Tentakel machen? Der stinkt. Ich bin nicht sicher, ob das zum Kochen verwenden kann. Ich muss den Banco anrufen. Da habe ich auch etwas gemacht. Tipptopp, prima. Ein bisschen Sachen gehen auch zum Banco über. Zum Glück habe ich noch ein paar Fische mitgenommen. Ich glaube, das war trotzdem gut. Gell, Banco hat er mitgebracht, Daumen rauf. Tipptopp. Genau, das heisst, jetzt läuten wir am Banco an. Und dann können wir den Tag tatsächlich schauen wir noch schnell. Schauen wir noch schnell da, ob wir von diesen krassen auch so etwas haben. Nicht, hä? Nicht. Okay. Ob wir, genau, Banco anrufen. Ja. Das ist wie auf unserem Telefon. Man weiss gar nicht mehr, wo man telefonieren kann. Banco. Das muss ich drücken. Was gibt's, Dave? Ich habe dem Duff geholfen und habe einen riesen Kalmar besiegt. Das ist unglaublich! Das ganze Ding kann ich nicht schleppen, aber ich habe immerhin einen Teil vom Tentakel abgetrennt. Weißt du, ob das genießbar ist? Natürlich! Das Ammoniumchlorid, mit dessen Hilfe er schwimmt, verursacht allerdings einen furchtbaren Gestank. Und weil er sehr zäh ist es nicht leicht, ihn mit herkömmlichen Methoden zu kochen. Ich glaube sowieso nicht, dass wir ihn unseren Gästen anbieten können. Warum machen wir den Laden nicht für heute zu und schmeißen eine Party mit dem Kalmar? Ich bin seit der Eröffnung so beschäftigt, dass ich dich trotz von der harten Arbeit noch gar nicht mit dem richtigen Essen verwöhnt habe. Wow, das klingt mega! Lass mich ein bisschen aufräumen. Komm zu der Sushi-Bar, wenn du fertig bist. Ob der Speck wird auch da sein, also kann ich ihm von den Fischmenschen berichten, die ich gesehen habe. So viel zu tun. Oh, okay. Ich muss nicht einmal etwas drücken. Und dann jetzt der VIP nicht? Schau dort, Leiter! Unsere erste Party, Mann! Dave, du bist ein bisschen spät dran. Alle haben auf dich gewartet. Wow, bist schon fertig mit dem Kochen? Wann sind denn die alle gekommen? Ich muss mit allen reden, okay. Zuerst mal mit dem Kollegen Cobra. Glückwunsch, Dave! Banco Sushi spricht sich jetzt um. Er scheint richtig gute Laune zu haben. Schau dir den Kalamar-Tentakel an. Als Kind habe ich davon geträumt, so etwas zu essen. Ich wette, es werden noch mehr Leute da reinströmen, wenn die Speiskarte solche Sachen bietet. Aber essen wir den dann nicht gerade auf, weil es ist schwer, den Gästen den anzubieten. Oh, du hast recht. Zu schade. Alle werden etwas profitieren wollen, was so aussieht.
Egal wie es schmeckt. Egal wie es schmeckt, sagst du. Banco könnte das auf keinen Fall vertragen. Machen wir etwas anderes. Gut. Wegen der Tiefe. Ich habe das Gefühl, dass da ohne Ding sein müssen. Ding. Wegen denen es die Leute aus den Sitz haut. Wenn der Dr. Speck Forschung erfolgreich ist, wird der Ort berühmt und gut besucht sein. Du hast recht. Und wenn das passiert, werden wir Tonnen von Geld machen. Bleiben wir also am Ball, Dave. Lass uns zusammen reich werden. Ha! Ah! Gut, können wir mit dem Banco schwätzen? Ein Tentakel, von einem riesen Kalamar. Das ist wirklich schwer zu handhabende Zutat. Die Unterdrückung vom Gestank sollte mir ermöglichen, an diesen Essenz zu gelangen. Du erforschst noch immer die Zutaten. Gute Arbeit heute. Du hast wertvolle Zutaten mitgebracht. Das ist eine schwierige Zubereitung, aber das gehört zum Spass am Kochen dazu. Und wie schmeckt's? Also, das Essen war schon immer gut, aber heute ist es spektakulär. Da wir mega viel hatten, habe ich viele unterschiedliche Gerichte vorbereitet, obwohl wir sie unseren Gästen nicht anbieten können. Für den Weg vom Küchenchef scheint es kein Ende zu geben. Es ist gut, einen Weg zu haben, von dem, wo man folgen kann. Und so ist es auch mit der Erforschung von Zutaten. Dave, bleib bitte dran. Und eines Tages werden wir erfolgreich sein. Ich bin sicher, was du meinst, aber sicher, ich bringe auf jeden Fall mehr Fisch mit. So, ab zum Kollegen Essig. Dr. Bacon. Oh, Dave, was ist los? Ich habe da unten Seevolk gesehen. Du hast was? Du hast wirklich das Seevolk gesehen und keinen Dugongs? Wie haben sie ausgesehen? Waren sie bekleidet? Waren sie menschenähnlich? Also sie haben einen Torso wie mir, aber mein Anblick hat sie in der Tiefe verschreckt. Ich konnte sie leider nicht richtig anschauen. Wie schade, das hätte eine unglaubliche Entdeckung sein können. Das bedeutet, dass wir ihnen in den Tiefen begegnen können. Dort ist das Signal am stärksten. Vielleicht ist dort sogar ein Dorf. Ein Dorf? Ja, sie haben Artefakte, Wandbilder, eine Sprache. Sie sind Wesen einer einzigartigen Zivilisation. Es wäre nicht im geringsten verwunderlich, wenn sie in einer Art Dorf zusammenleben würden. Das wäre tatsächlich eine Entdeckung. Uns könnte sich eine uralte Unterwasser-Zivilisation offenbaren. Dave, du bist meine größte Hoffnung. Mach weiter so. Hey, habe ja nicht wirklich Chancen, oder? Kann ich die wegrebeln? Oh, nicht. Gut. Party mit Gästen? Es hat sich so viel da. Sehr gut. Hat es das wirklich? Gäste sollen im Restaurant an erster Stelle stehen. Essen, Getränk, Service und die Gäste sind das Fundament vom Restaurant. Früher noch hat es noch einen strengen Küchenchef. Früher noch hat es nur einen strengen Küchenchef und der hat da gekocht. Wie auch immer das ich jetzt da will sagen. Ich bin auch vom Anfang an da gewesen. Schon, aber du bist nicht besonders auffällig, weisst? Erinnerst du dich daran, was ich dir damals zu der Bewertung auf Cookstack gesagt habe? Du hast gesagt, ich sei nicht wirklich erwähnt worden. Aber jetzt wirst du erwähnt. Manchmal, nicht so oft, aber du wirst erwähnt. Sie sagen Dinge wie, er schenkt mir heißen grünen Tee ein oder er hat schwer an der Vorbereitung vom Wasabi geschafft oder er ist freundlich gsi oder er ist beschäftigt gsi. Ah ja, Gäste erkennen deine harte Arbeit. Das gibt mir ein super Gefühl. Gäste sind ehrlicher und intuitiver, als du denkst. Sie haben ein Gespür dafür,
ob du aufrichtig, freundlich, fleissig oder geschickt bist. Und sie reagieren entsprechend. Darum ist das so ein unglaublicher Moment, dass der eigensinnige Banco mit diesen Leuten zusammen arbeitet und Partys veranstaltet. Ich denke, das ist dir zu verdanken, Dave. Da frage ich mich, wie er in der Vergangenheit war. Ich kann keine Einzelheiten über die Vergangenheit vom anderen Menschen preisgeben. Aber vielleicht kann ich dir eines Tages sagen, wenn sich Gelegenheit bietet. Geilo! Eben den Bierkrug. Machen wir. Das war richtig gut. Banco, sein Essen ist so lecker. Ich kann die wachsende Beliebtheit vom Restaurant wirklich verstehen. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich den Fisch gefangen habe. Wie dem auch ist, es ist eine Menge los. Ein riesiger Kalamar, Seevolk, Geheimnisse vom Ozean kennen kein Ende. Selbst wenn es gefährlich ist. Ich schätze, ich werde morgen sogar noch tiefer abtauchen. Ich frage mich, was ich morgen finden werde. Was soll's, darüber mache ich mir morgen Gedanken. Es ist an der Zeit, mit allen anzustoßen und sich auszuruhen. Gin Gin! Oh no! Oh. Was ist das gsi? Was ist das gsi? Tag 9. Okay, heute kommt der VIP, der hat sich das wenigstens einmal verschoben, das ist gut. Hoi! Guten Morgen! Ich muss gestern zu viel getrunken haben, mir ist übel. Siehst ein bisschen aufgeregt aus. Solche Treffen finden nicht jeden Tag statt. Solche Gelegenheiten rufen förmlich nach Heiterkeit. Du kannst doch nicht... Hey, Dr. Speck, du kannst nicht da über... Also du kannst jetzt da nicht über die Reling kötzeln. Oh, ich bin nicht mehr der Schluckspecht, der ich mal war. Jedenfalls, nimm dir die Tiefsee-Stirnlampe, die du von Duff erhalten hast, und wage dich in die Tiefen. Sie schalten sich wahrscheinlich automatisch ein, wenn du die richtige Tiefe erreicht hast. Und vergiss nicht, du musst deinen Taucheranzug veredeln, wenn du dich in die Tiefen wagen willst. Ich muss also zuerst einmal meine Ausrüstung veredeln. Übrigens, hast du zufällig Taucher... Dr. Speck, bist ein Grüsel. Bist ein Säunickel. Da muss ich nachher baden. Ja, genau, so habe ich jetzt auch gedacht, Dave. Oh, wir haben das Kapitel 1 abgeschlossen. Wir haben das Kapitel 1 abgeschlossen. Oha! Wir schauen mal noch schnell Cookstart-Zeug an. Schau, wie wir Party gemacht haben. Geilo! Rangaufstieg. Immer noch, den können wir aber nur machen. Nein. Wenn wir im Restaurant sind. Ich kann es aber noch anschauen. Mega gut. Partyfotos, geilo. Sehr nice. Schauen wir noch schnell. Also, er hat gesagt, wir müssen ein bisschen tiefer tauchen. Dann wäre das eigentlich das Nächste, was ich machen muss. 230. Ja. Machen wir das noch? Aufwerten. Und dann ist nachher wieder das Luftfläschchen dran und dann Frachtkiste und so. Gut! Aber ich würde sagen, mit dem Stand langt es für die Episode. Wir haben einen Bossfight gehabt, wir haben das Kapitel 1 abgeschlossen. Und im nächsten Teil geht es weiter. Danke fürs Zuschauen. Beim Knebeli, Gegeli, Dingsbums und Ade.